Aus der Region für die Region. Das Label für regionale Produkte wünscht gute Unterhaltung bei SRF bei der Lüt. In den letzten 4 Jahren hat SRF bei der Lüt 18 Familien in ihrem Alltag begleitet und die unterschiedlichen Welten gezeigt, wo sie drin leben. Bei der einen und anderen Familie hat sich in dieser Zeit etwas getan. Wir haben 4 Familien nochmal besucht. Das ist SRF bei der Lüt Familiensache Spezial. Familiensache hat durch alle Jahreszeiten begleitet und jedes Wetter erleben und in die unterschiedlichsten Ecken der Schweiz geführt. Die Familien haben gefeiert und gefestet. Es hat auch traurige Momente gegeben, wo die Familien loslassen mussten. Aber sie durften auch schöne Überraschungen erleben. Du mal da. Das wird rein. Ja? Grosse Geschäfte sind gemacht worden. Aber auch das kleine Ereignis im Alltag hat seinen Platz gehabt. Die Familien haben Experimente gewagt und zum Altbewährten gegriffen. Sie haben sich gut gehen haben Anstrengungen gemeistert und bei 4 Familien schauen wir noch einmal zurück, was in der Sendung passiert ist. Seewen im Kanton Schweiz. Hier lebt die Wirte Familie Müller. Sie führen das Gasthaus zum Bauernhof. Der Roland Müller ist stark übergewichtig und hat in der Sendung 2012 eine Magenbypass-Operation machen. Jetzt hast du so Stängel, kannst du da durch tun und dann nachher so. Wenn ich zurückschaue, ist mir alles viel schwerer gefallen. Das grösste Problem in meinem Beruf ist wirklich das viele Stehen. Das haben wir gemerkt mit den Beinen immer weh. Es ist, am Abend auch Wasser in den Beinen. Es ist ein echtes Problem geworden. Die Schmerzen und vor allem die Gelenke haben nicht mehr mitmachen. Also etwa vor 10 Jahren war ich etwa knapp 75 Kilo. Und jetzt inzwischen sind es stattliche 130 Kilo. Wenn ich die Fotos anschaue, denke ich natürlich mit Wehmut, was ich dann noch schöne Kleider anlegen konnte, dass ich auch etwas Schönes kaufen konnte. Ohne dass ich da immer schauen musste wegen der Grösse. Da und für sich möchte ich gerne wieder die alten Kleider vornehmen, dass ich wieder einmal dort drinnen passe. Weil ich habe doch gefunden, die sind schön. Und das Ziel ist wirklich auch, dass ich dann wieder einigermaßen Postur habe. Am Anfang, als ich mit dieser Idee kam, mit dieser Operation, ist das aufs Unverständnis gestossen. Und alle gesagt, ja, das brauche ich ja gar nicht. Ich kann ja das einfach mit Diät ich das bewerkstelligen. Ich habe probiert, meine Familie damit zu gewinnen, indem ich verschiedene Beispiele gezeigt habe. Es sind ein paar Kollegen von mir gekommen, die die Operation auch gemacht haben und die haben Erfolg gehabt. Die Familie hat das gesehen und ich habe gefunden, ja, anhand von dem könnte man es eventuell doch wagen. Soll ich doch diesen Schritt machen? Für mich war das nie ein Problem, dass der Roland fest ist. Es ist wirklich in mir ein Anliegen, dass er weiterleben kann und dass er auch wieder Lebensqualität hat.
Der Ausschlag war, dass er sein Gewicht einfach nicht in den Griff bekommen hat. Und das ist immer höher geworden. Und er hat auch schon Krankheiten, Nebenerscheinungen gehabt. Und dann hat es eigentlich gar keine andere Möglichkeit gegeben für sein Leben. Angeschaut bin ich eigentlich immer als Roland geworden, als Person. Halt ein bisschen Masse, schwergewichtiger Mann. Und manchmal hat er gesagt, ich sei ein schwergewichtiges Problem. Danach habe ich einfach ein bisschen gelacht und habe das auch als Witz abgenommen. Solche Aussagen tönt einem halt schon nachdenklich stimmen. Man möchte halt denken, man denkt halt auch, ja, es ist, glaube ich, doch besser, wenn man erst etwas unternimmt. Und das Übergewicht ist für mich ein Problem geworden. Das habe ich schon gewusst, dass eine Operation immer mit Risiken auch verbunden ist. Also, schau, ja. Und ich habe aber trotzdem meinem Mann, also im Roland, dazu geraten, dass er das machen. Ein Auswählen? Grüezi. Dürfen Sie gerade mitkommen? Ja. Der Herr Müller ist in einer Gewichtsklasse hinein, wo man aus Erfahrung weiss, dass konservative Massnahmen, sprich Diäten, Verhaltenstherapie, Bewegungstherapie, zu 90 bis 95% keinen langfristigen Erfolg mit sich bringen. Die einzige Behandlungsmöglichkeit, die man heutzutage kennt, ist eine Übergewichtsoperation, in diesem Fall jetzt eine Magenbypass-Operation. Von meiner Operation habe ich mich schon sehr schlecht gefühlt. Ich habe nicht mehr so mögen. Jeden Morgen ist das Bücken schwer gefallen. Dann das Stegenlaufen ist schwer gefallen. Ich war eigentlich schon noch nicht mehr ein halber Match. Ich war eigentlich froh, dass ich nachher diesen Schritt machen durfte. Die Zirkus Familie Gasser hat 2010 bei Familiensache mitgemacht. Die Eltern, die Marion und Fridtjof Gasser, haben das Varieté Clowns und Kalorien aufgebaut. Der älteste, der Domino, hat schon damals im Programm mitgemacht. Die zwei jüngeren Kinder hatten auch die Idee, Artisten zu werden und hatten erste Auftritte. Wir haben ganz bewusst geschaut, dass wir Namen haben, die sie eigentlich direkt auf die Bühne können. Also als Künstlernamen eben auch verheben. Wenn irgendjemand vom Domino redet, dann weiss man genau, wer gemeint ist. Bei Merlin ist das ähnlich. Und bei der Ginger ist noch so ein bisschen etwas dazugekommen. Ist halt unser Mädchen, ist das letzte Kind, das wir sicher hatten. Ja, важно будет. Also wenn ich auf die Bühne gehe, ist meistens alleine schon, bevor ich den Vorhang überhaupt aufmache, stehe ich dort und der ganze Körper fängt an zu kribbeln, man hat Glücksgefühl. Sobald du dann auf der Bühne draußen bist, ist es wie wenn alles von dir abfliegt und du machst es einfach. Also, du denkst gar nicht gross darüber nach, sobald du draußen bist. Sobald du wieder von der Bühne runtergehst, denkst du jedes Mal, boah, ich habe es geschafft, zum Glück. Obwohl es eigentlich wirklich Genuss ist. Ich wollte früher halt immer auf der Bühne arbeiten später. Und das mit dem Klavier habe ich eigentlich nicht gemacht, weil mein Vater das lässig gefunden hat. Also ich habe es natürlich auch gerne gemacht. Den Spagat habe ich dann am Schluss auch geschafft. 4. Und ich habe dann auch eine Nummer einstudiert mit dem. 2. Aber das mache ich jetzt nicht mehr. 3. 4. 5. Bravo. Au. Wo was?
Nein, der andere Fuß. Doch natürlich, also sie haben wir schon noch probiert zu pushen mit dem Klavier und mit dem Spagat und dem ganzen Artistischen. Aber dass ich nicht mehr auf der Bühne arbeiten will, habe ich daran gemerkt, dass ich es einfach nicht mehr können und dann habe ich keine Lust mehr zum Üben. Und andere Sachen in Erwägung gezogen und habe gefunden, ja, es ist einfach nichts für mich. Im Turbachtal, bei Gstaad im Kanton Bern, wohnt die Bergbauernfamilie von Grünigen. Sie züchten Simmentaler Kühe. 2012 haben sie einen Einblick in ihren Familienalltag gegeben. Ihr Jüngster, Bruno, hat seit der Geburt eine seltene Stoffwechselkrankheit. Darum trägt er eine Magensonde in der Nase. Nach seiner Geburt hat die Familie lange nicht gewusst, was der Bruno hat. Und es ist um Leben und Tod gegangen. Segne Vater diese Speise uns zur Kraft und dir zum Preisen. Amen. Der Bruno war einfach wirklich ganz tief unten. Und man hat eben 9 Tage haben wir nicht gewusst, stirbt er oder kommt er ums Leben. Man hat sich Gedanken gemacht, wo uns gesagt wurde, er werde wahrscheinlich einen Schaden tragen, weil er einen Sauerstoffmangel hatte. Und das Wunder ist, wie es vom Himmel oben kommt, ist passiert. Am 10. Tag am Morgen hat mir das Inselspital eine Schwester angerufen. Sie dürfen eine erfreuliche Mitteilung geben, der Bruno schnuffi selber. Das war eine zweite Geburt von Bruno. Das darf man hier sagen. Bruno hat Glykogenose Typ 1a, sagen sie dem, in Bern im Inselspital. Wir reden von einer Stoffwechselkrankheit, das ist einfacher für uns. Wir gehen alle halb Jahr auf Bern, Kontrolle. Eigentlich kann man fast sagen, die Wiedergeburt, wenn es Bruno hier unten, ja. Als er war, ganz schlimm krank war. Und das ist natürlich sehr emotional, wenn man einmal kommt. Ja, das ist so, ja. So, grüezi miteinander. Guten Morgen. Das Problem bei der Glykogenose, das ist die Krankheit, die er hat, ist, dass man in der Leber den Zucker nicht als Stärke speichern kann. Und wir alle, wir brauchen die Stärke in der Leber als Reserve nach dem Essen, damit man wieder den Zucker ins Blut freisetzen kann. Und das ist unser quasi Benzin. Er speichert das in der Leber, aber er kann es nicht mehr freisetzen. Und dann fehlt ihm quasi die Energie, fehlt ihm das Benzin quasi zum Funktionieren. Und dann wird er bewusstlos. Das ist mir sehr bewusst, dass das etwas Wichtiges ist. Ich kann fast sagen, seine Lebensrettung, die ich hier mache, die er wirklich einfach braucht für die Nacht. Sonst gibt er unter Umständen ins Koma, wenn er das nicht hat. Nein, das ist sehr wichtig. Der merkt das nicht mehr, dass ich ihn da hänge. Also viele manchmal merken schon noch, aber auch, dass das reinläuft. Wenn er wach ist, merkt er das natürlich schon, aber wenn er im Schlaf ist, merkt er das nicht mehr. Das gehört einfach zu ihm, und er ist das so viel gewarnt. Und er hört auch die Pumpe fast nie, wenn sie Alarm gibt. Darum kann er auch noch nicht selber in ein eigenes Zimmer, weil er müsste in den oberen Stock und da gehört einfach die Pumpe nicht. Und er selber eben also auch nicht gehört, ist es riskant, das einzugehen. Darum darf er halt noch bei Mutti und Papa im Schlafzimmer schlafen. Ich bin einfach so eingestellt, dass ich dann nachts das nicht höre, wenn der shoppen oder wenn die Pumpe nicht geht. Und ich müsste einfach den Wecker stellen und ich bin ein Siebenschläfer. Und darum, ich höre einfach den Wecker schlecht und ich bin froh, eine Frau, die den Wecker sofort hört. Und darum hat es sich so ergeben, dass halt meine Frau geht oder Schöppel geben oder zur Pumpe schauen. Und Nacht bin ich halt einfach ein Schläfer. Ich kann liegen. Da, tschüss, zusammen. Tschüss. Lass dich mal liegen. Schmatzi, gell? Wir sind hier im Naturschutzgebiet. Ja, die Gelegenheit besteht so, dass wir die Schulreise können, wie man hier sagt. Es gibt Leute, die meinen, Kinder haben das nicht gerne, wenn die Eltern mitkommen, aber sie schätzen es eben, wenn man so ein bisschen im Hintergrund mitkommt. Und für uns ist das eine Ehre, weil wir sehen auch etwas von der Schweiz.
Da bin ich jetzt für Bruno seine Diätmilch am Abfüllen, die er dann braucht, für hier, wo ich mal 4 Stunden gebe, dass ich eben seine Pumpe nicht mitnehmen musste, dass er Gelegenheit hat, bei den anderen Kindern zu schlafen. Mit der Pumpe muss er in meinem Zimmer schlafen, sonst wenn es Alarm gibt oder so, dass ich es hören und auch abstellen kann. Und dass ich ihm das ermöglichen kann, habe ich nur den Shoppen mitgenommen. Dafür tut sich die Mutter opfern, geht alle 4 Stunden auf. Ja, ich glaube, wenn ich dann noch nicht mehr auf müsste, würde ich mir nichts fehlen in dem Sinn. Aber müsste schon voll sicher sein, dass es eben das bei ihm klappt und dass er hört, dass ich das könnte niederlegen in dem Sinn. In Seewen im Kanton Basel-Land wohnt die Landarztfamilie Grehn. Anfang 2013 haben wir Grehns lernen kennen. Der Mathis Grehn führt zusammen mit seinem Schwiegervater, Edi Riesen, die Arztpraxis im Dorf. Im Haus war seit 150 Jahren immer Dorfpraxis. Nicht weit weg ist die Baustelle für die neue Praxis. Wegen Verzögerungen beim Umbau schiebt sich der Zügeltermin immer weiter raus. Die Praxis früher, dort hast du einfach das Alter angemerkt, langsam. Es ist von der Aufteilung der Sprechzimmer bis zum Empfang und dann vor allem das Röntgen, das im Keller ist. Das ist alles so ein bisschen in die Jahre gekommen, wenn wir es mal so sagen. Es hat extrem Charme gehabt, aber es ist rein funktional. Hast du gemerkt, da kommen wir ein bisschen an eine Grenze her. Tipptopp. Manchmal, ja. Ist schon schwer, wenn die Leute so runterkommen müssen, wenn sie etwas gebrochen haben. Dann muss man sich viel Zeit lassen. Ja, manchmal halt auf dem Boden, jeden Schritt einzeln. Aber wir haben es noch immer geschafft. Ich freue mich sehr auf die Praxis. Also, für mich ist natürlich auch wieder so ein bisschen ein Neuanfang. An einem neuen Ort. Ich werde die Praxis übernehmen. Das ist dann mehr mir. Man ist schon völlig im Fieber, wenn man dann wieder in der Baustelle steht. Für uns eben ist es natürlich wichtig, dass wir schauen können, was können wir selber noch machen oder was machen wir dann letztlich auch selber. Und darum ist es gut, wenn man genug früh weiss, wenn es dann losgeht. Das Problem vom Praxisbau ist, wie wahrscheinlich in jedem Bau, dass es einfach länger geht, als man sich das gerne wünscht. Ja, es ist natürlich ein uraltes Haus, das umgebaut wird. Da kann man nie voraussagen, gewisse Sachen, die länger dauern. Das Wetter war vielleicht nicht gerade ideal. Das sind alles Sachen, die man nicht voraussieht. Oder? Ja, das Rauszögern, das ist recht anstrengend. Also vor allem am Schluss, bevor wir gezügelt haben, hat man das Gefühl gehabt, jetzt ging es doch auch noch länger. Und es war mit den Vermietern nicht so einfach, das immer wieder klar zu machen, dass es jetzt noch mal ein halbes Jahr länger geht. Ja, also wir haben uns schon überlegt, ob wir müssen irgendwo zwischenparken als Alternative zu der neuen Praxis. Das Haus gehört uns ja nicht, die alte Praxis, und wir haben gewusst, dass sie verkauft wird. Und mit den neuen Besitzern, die haben wir zum Glück ein bisschen gekannt, haben wir können das so einrichten, dass es einfach geheissen hat, wenn der die Praxis zügelt, sagt es einfach genug früh. Ist auch nicht so schlimm, wenn es ein halbes Jahr später ist. Und das hat uns den rechten Druck rausgenommen am Schluss. Irgendwann haben wir einfach sagen, jetzt müssen wir K.O. wie gestochen. Das hat doch stattgefunden. Also was weit war zum Zügeln, ist für mich nicht so viel Abschiedsschmerz. Wir waren ja nicht so lange dort. Es war für einen Edi sicher schwieriger. Auf der anderen Seite, wo wir nachher eingepackt haben, haben wir gemerkt, wie schäbig eigentlich das dort ausgesehen hat in dieser Praxis. Es ist doch vieles zum Vorschein gekommen und hat mich so gefreut, dass man jetzt einen Schritt weitergehen kann. Ich glaube, das ist bei beiden, bei mir vielleicht noch mehr als bei mir, sicher so gesehen. Der Mathis Grehn hat aber noch eine andere Baustelle gehabt, die Familienplanung. Mit seiner Frau, der Lea, hat der Mathis 3 Kinder. Sehr gut. Sie kannst du noch ein bisschen schneiden, oder nicht? Können wir dort rein. Die Emma, die Lynn und der Älteste, der Till. Ich hätte sehr gerne mehr Kinder gehabt, ja. Also einfach eins mehr, nicht irgendwie noch, weiss nicht wie viel. Wobei,
wir abgemacht haben, dass wir 3 Kinder haben und ich das eigentlich auch gut gefunden habe und plötzlich der Wunsch gekommen ist. Von dem her weiss ich nicht, ob es dann bei 4 geblieben wäre. Hallo. 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 Irgendwo finde ich, wir haben entschieden, frühe Kinder zu haben, aber auch mit dem Hinblick darauf, dass wir wieder mehr oder früher können mit eigenen Sachen etwas machen. Und ich weiss, dass für sie hart ist, immer noch. Das ist mir schon klar. Auf der anderen Seite sind wir mal so weit gesehen, dass wir gesagt haben, es gibt ein viertes. Und dann ist sie auch zurückgekrebst, weil sie irgendwo durch vielleicht auch gemerkt hat, oder sicher auch ein bisschen verschrocken ist, denkt jetzt, wie ist das mit 4 Kindern? Letzten Herbst war für uns eigentlich klar, dass wir kein Kind mehr werden haben. Dass wir es bei uns 3 und irgendwie Ende November an einem Oben habe ich plötzlich doch wieder gefunden, hey, ich finde es schon schade. Und Mathis hat gefunden, ja, er könnte sich immer mehr vorstellen, wieso auch nicht. Von der Lea-Seite her ist sicher so, sie sind zu 4 aufgewachsen und das ist häufig das, was man selber schon erlebt hat, ist das, wo man nachher vielleicht auch wieder will. Und wie sieht es in diesen Familien heute aus? Wo hat es Veränderungen gegeben? Und wo steht die Familie kurz davor? Wir haben die 4 Familien von letzten noch mal besucht. Die Landarztpraxis von Seewen ist endlich gezügelt. Mit 9 Monaten Verspätung. In 4 Stunden haben wir die ganze Praxis drin gehabt. Das Röntgen ist natürlich von der Röntgenfirma übertransportiert worden. Das ist das Riesenmöbel. Aber sonst alles andere ist eigentlich am Vormittag haben wir gezügelt gehabt. Nein, am ersten Tag war es ein bisschen geschwollen, aber das ist dann weg. 2 Wochen wahnsinnig Schmerzen. Ich finde mich recht gut zurecht, so in der Praxis jetzt. Also so nach 1,5 Monaten, wo wir jetzt drin sind, wo es richtig läuft, weiss ich langsam wieder, wo die Sachen sind. Die Wege sind länger geworden. Es ist räumlich, es ist grösser und entsprechend laufen wir mehr. Aber ich fühle mich immer wohler. Also für mich ist es sehr gut. Wir haben ja nie so eine schlechte Praxiswelle und das ist so jetzt nicht. Also es ist immer noch hoffentlich ein Ort, wo man sich einigermaßen wohlfühlt und das merken wir auch. Also das ist auch den Leuten wichtig, dass die Rückmeldung, sei es jetzt der Holzboden oder sei es die halbfertige Wand, wo noch so noch ein bisschen der Bruchstein durchschaut oder so, das tut mir glaube ich noch gut. Das lockert ein bisschen auf. Es ist immer noch eine Landarztpraxis, wie vorher auch. Einfach, dass man sich der Zeit ein bisschen angepasst hat. So, also, ein guter. Jeden Mittag geht der Mathis Grehn heim essen. Letztes Jahr hatte er lange Diskussionen mit seiner Frau, der Lea. Sie hätte gerne noch ein 4. Kind bekommen. Fein ist jetzt gestummen für uns beide und ich habe gefunden, ja, warum nicht? Und dann haben wir es angepackt und dann ist es relativ schnell gegangen. Die anderen 3 Kinder die haben dann einfach gewusst, ich bin schwanger und darum ist es mir ab und zu schlecht oder weiss ich was. Und das haben sie schon mitbekommen, aber wo dann der Bauch wirklich gross war, dort haben sie dann wirklich nicht mehr so Geduld gehabt. Dort haben sie dann wirklich gehofft, jetzt soll es kommen. Und wir haben dann probiert zu erklären, dass es schon noch ein bisschen bleiben und so. Aber ja, ich glaube, das ist auch klar. Das ist einfach, also ist für einen selber auch wirklich eine Geduldssache, bis das dann da ist. Ja, also seitdem Lotta da ist, hat sich der Alltag ein bisschen verändert, wenn man so sagt. Es ist sicher nicht mehr so wie am Anfang, wenn man das erste Kind bekommt. Sie läuft viel mehr mit. Aber es hat natürlich schon gewisse Einschränkungen jetzt im Alltag auch wieder. Das ist ganz klar. Weil wir wirklich gesagt haben, das 3. ist das letzte Kind, haben wir alles gerade weggegeben, von Schwangerschaftskleider bis Shoppen und Kleidchen und Kinderwagen und alles. Aber wir haben jetzt alles wieder auslehnen oder zurückbekommen oder eben, also vieles oder noch geschenkt bekommen und vieles haben wir auslehnen. Der Alltag hat sich eigentlich bei uns jetzt einfach wieder ein bisschen entschleunigt, durch das, dass man halt eben wieder Zeit braucht zum Schöppeln und am Morgen noch eins mehr anlegen und anschauen und schauen, ist alles gut. Und eben, man ist halt jetzt wieder ein bisschen daheim, ein bisschen ruhig. Und also ich finde es eigentlich auch noch schön im Moment, dass man so ein bisschen wieder zur Ruhe kommt. Sie kommt schon noch zur Nacht und ja, muss schon noch schöppeln und so, aber
Ja, im Moment geht es noch gut, weil sie auch nicht wirklich, also eben, sie ist wirklich ein sehr ruhiges Kind und ja, man kann sie dann hinlegen und dann schläft sie dann irgendwann wieder und von dem her geht es eigentlich recht gut. Nein, nicht das Festchen. Moment. Und hörst du meine Strumpfhose? Ja, ich höre deine Strumpfhose. Dass wir wieder reisen können oder dass wir schneller wieder aus dem Kind sind, ja, das hat sich jetzt um 3 Jahre eigentlich verschoben. Das war schon ein Diskussionspunkt, sehr grosser. Und während der Schwangerschaft und so haben wir schon oft gesagt, weil wir dann auch viel wieder machen können. Und im Sommer sind wir lange in der Ferien zusammen und so. Und das ist schon, haben wir immer gesagt, jetzt müssen wir es genießen, weil die nächsten Ferien werden wieder anders und mit Windeln und weiss ich was alles. Aber ja, seit sie jetzt wieder da ist, dann ist es einfach, dann gehört es einfach dazu und ist es einfach auch so. Das ist definitiv das letzte Kind. Also da hat es wirklich keine Diskussionen mehr. Und wirklich in diesem Sinn ist abgeschlossen. Also sowohl für sie wie für mich sowieso ist jetzt gut. Neben dem haben wir gar keinen Platz mehr, wir müssen ja alles umbauen. Das 4. Kind ist, glaube ich, wirklich das letzte. Also, ich meine, eben, wir können glaube nicht mehr sagen sicher, weil wir sind jetzt wirklich natürlich durch die ganze Fernsehgeschichte auch aufgehängt worden durch das. Und alle haben gesagt, ja, wir haben doch gemeint, das ist wirklich das Letzte und so. Und wir haben jetzt halt doch noch das 4. Aber mein Wunsch war auch wirklich 4 Kinder und nicht irgendwie jetzt noch 5, 6 dazu. Ich bin sehr glücklich und zufrieden. Clowns und Kalorien, das Varieté von der Familie Gasser gastiert in Winterthur. Die 3 Kinder sind auch dabei. Der Domino macht im Programm mit. Ginger geht mit 14 neu in die Schule und der Merlin hat eine Kochlehre abgebrochen. Wenn sie in Winterthur sind, gibt es immer einen Besuch in einem Spielzeugladen. Es ist ganz klar, dass der Merlin eher so auf Jongliersachen losgeht. Der Domino auf all Blödsinn-Sachen, auf Flügel, einfach auf dummes Zeug, das er lustig findet, das neu ist. Und Ginger ist noch nicht so ganz sicher. Sie war zwar auch schon häufig in diesem Laden, aber natürlich lange nicht so. Der Domino ist aufgewachsen mit dem Laden mit mir. Also ich glaube, wir gehen seit 20 Jahren irgendwie dort drin, oder seit es den gibt. Und ja, also von dem her weiss ich schon genau, welches Kind so ein bisschen auf was spielt. Der Domino ist sehr aktiv auf der Bühne. Im Service ist er noch dabei, also er ist den ganzen Abend in unserem Geschäft involviert. Der Merlin selber ist zurzeit nur im Service dabei. Der ist also nicht auf der Bühne, sondern macht jetzt einfach Service. Ginger geht noch in die Schule, also da haben wir die Lehrerin dabei und sie geht in die Schule und kommt eigentlich nur arbeiten, wenn sie Taschengeld braucht. Dann hilft sie mir in der Küche. Ja. Das drehst du jetzt einfach so an und siehst. Ja, schau mal. Ja, kannst du es gerade? Ich bin nicht eifersüchtig, wenn meine Brüder auf der Bühne Applaus bekommen, weil ich halt nicht so gerne angestarrt. Das ist cool. Was? Ja. Machen wir ganz hoch. Oh. Ja, sie ist absolut nicht so der Bühnenmensch oder will jetzt so sportliche Betätigungen, also ist sie auch nicht so ein Hirsch. Ciao zusammen. Meine Mutter ist ja nicht im Zirkus aufgewachsen, deswegen hat sie das auch nicht schlimm gefunden, wenn jemand von uns das nicht machen will. Das Geschäft habe ich für mich gemacht, ich habe das für meinen Mann gemacht, das war unser Traum, den haben wir uns verwirklicht. Wenn sie darauf aufspringen wollen, schön, sie sind aufgewachsen in dem. Also ich selber kann mir kein schönes Leben vorstellen, aber das heisst natürlich noch lange nicht, dass das bei ihnen nicht ganz anders ist. Ich möchte unbedingt meine Kochlehre fertig machen eigentlich. Was jetzt einfach ein bisschen schwer ist momentan, weil ich mich wirklich nicht entscheiden kann, ob ich da bleiben will oder ob ich die Lehre machen will. Weil im Zirkus arbeiten macht eben doch auch Spass. Also ich gehe nächstes Jahr ins Ausland, ein Jahr. Wir müssen zwar meinen Vater noch überzeugen, aber das geht dann schon. Sie ist nächstes Jahr erst 15 und wenn sie ins Ausland will, kann sie gerne nach Spanien gehen. Meine Cousine hat den Zirkus oder nach England hat mein Cousin den Zirkus und dort weiss sie, dass sie behütet und beschützt ist. Und dann lernt sie die Sprachen auch. Ich bin dort ein bisschen altmodisch. Und will danach KV-Lehre machen, um bei uns ins Büro zu gehen.
So ist es eigentlich ideal, weil wenn der Domino die Bühne macht und der Merlin würde jetzt wirklich in der Küche etwas zu sagen haben und Ginger hindurch, dann hat jeder so seinen Bereich, wo er eigentlich so ein bisschen der Beste ist, wo die anderen nicht rauskommen. Das wäre ideal. Bei der Wirte Familie Müller. In 2 Jahren ist viel Wasser die Seewen ab. Der Roland Müller hat sich nach seiner Magenbypass-Operation gut erholt. In diesen 2 Jahren habe ich etwa ca. 30 Kilo abgenommen. Wenn man 30 Kilo sich vorstellt, das ist ein Sack Kartoffeln und den muss ich nicht mehr rumschleppen. Und das merkt man zünftig. Für mich hat am meisten geändert nach der Operation, dass ich vitaler geworden bin. Schmerzen dabei haben nachgelassen. Ich stehe länger, tue weniger schwitzen und fühle mich rundum gesünder. Auch medizinisch ist der Blutdruck ist normal. Dann der Zucker ist wieder normal. Das war vorher alles nicht mehr. Das hat vorher alles nicht mehr gestimmt. Beim Arbeiten selber da hatte ich immer Freude gehabt. Aber es geht einfach viel länger. Es äußert sich so, meine Vitalität. Ich mag mehr, länger. Ich gehe viel anders an die Sachen an. Macht mir wieder ein bisschen mehr Spass, mehr Freude. Das ist der Hauptgrund. Das sind eigentlich die Gründe, die zählen. Meine Ernährung sieht folgendes aus: sehr ein üppiges Frühstück. Am Mittag meistens esse ich etwas und am Abend esse ich noch ein bisschen Salat oder ein bisschen Früchte. Ich habe einen Ernährungsberater. Der hat mir jetzt immer klar gesagt, was ich essen sollte und was nicht. Da hat mir auch klare Pläne gesagt. Grundsätzlich ist eigentlich das Gleiche wie früher. Das Fett meiden und eiweißhaltige Sachen essen und Früchte. Und jetzt neu dazugekommen sind Ergänzungsstoffe. Der Plan, der ist ja eigentlich gut gemeint. Manchmal kann er ihn einhalten und manchmal halt ein bisschen weniger, ist halt ein bisschen mehr Fett. Aber die Menge ist entschieden weniger. Also wenn ich mit dem Messer über die Stränge haue, dann geht es nicht lang. Kommt der Gruss aus der Toilette. Wenn Sie rauchen müssen, oder? Ich probiere natürlich, meine gesteigerte Aktivitäten auch in die Familie einzubringen. Manchmal äußert sie sich auch, dass man halt vielleicht ein bisschen impulsiver wird. Und ich glaube schon, dass die Familie profitiert von meinem Schritt. Mein Vater hat das Leben schon mehr erleichtert, seit er die Operation gemacht hat. Und ich finde es auch gut, dass er die Magenbypass gemacht hat. Er ist auch dünner geworden. Und er ist halt einfach lebendiger geworden, also er ist nicht mehr so müde und so. Er fühlt sich auch wohler und das sieht man, also es strahlt er auch wirklich aus, im Gegensatz zu vorher. Man merkt es eigentlich auch am Essen an, wenn er Alex gute Laune hat. Wenn er gute Laune hat, dann finde ich es fein, meine Geschwister finden es auch fein. Und bei schlechter Laune dann finde ich es jetzt nicht so fein, aber andere vielleicht schon. Also ich erlebe den Roland jetzt wieder mit mehr Freude im Leben und Freude an seinem Leben. Er hat auch wieder mehr Mut
Und was mir auch auffällt, er ist auch wieder präsenter. Also mir hat das Gefühl, er ist da. Vorher war ja eigentlich immer auch das Leiden mit im Raum. Und er kann jetzt eher einmal hinsitzen und ruhig sein und also ruhig da sitzen, nicht mehr die innere Unruhe. Das geht besser. Er hat jetzt sicher eine höhere Lebenserwartung. Und das ist für mich schon noch wichtig, ja. Im Kloster der Schweiz holt Roland Müller frisches Gemüse und Früchte. Selber ernten wäre früher viel zu anstrengend gewesen. Ich habe schon das Gefühl, dass ich viel mehr Bewegungsfreiheiten gewonnen habe. Und dass es mir wohler ist. Mit 130 Kilo war es eine echte Tortur gewesen, noch da auf die Leitern aufzusteigen da und dann noch mich da so bücken und strecken und machen. Das hat man wahrscheinlich Beine nicht mehr mitgemacht. Momentan ist ein bisschen Stillstand mit dem Abnehmen. Es geht nur mehr ganz sporadisch. Ich hoffe schon noch, dass ich ein paar Kilo mehr noch runterbringe. Und ich glaube, aber sobald ich mich wieder ein bisschen bemühe, werden die Kilo auch wieder purzeln. Mein Ziel ist noch unter 100 Kilo. Das wäre mein Ziel. Und auf das arbeite ich noch. Durbach bei Gstaad. Wenn der erste Schnee kommt, startet bei der Bergbauernfamilie von Grünigen bald die Kutschensaison. Der Bruno ist 14. Er kommt bald aus der Schule und ist vorletzt schnuppern. Wenn der Bruno auswärts eine Lehre machen würde, wäre das für ihn ein grosser Schritt in die Unabhängigkeit und für die Eltern eine Umstellung. Ich bin da als Zimmermann schnuppern. Ja, das könnte ich mir sehr gut vorstellen, als Lehre zu machen. Das wäre noch spannend. Er hat auch Interesse an der Landwirtschaft, am Bauern, aber es ist ein bisschen schwieriger, in 3 Jahren einen fremden Betrieb zu geben, weil die Lehrmeisterin oder der Lehrmeister müsste eine Aufgabe übernehmen und eben nachts zum Bruno schauen. Darum wären wir froh, wenn er hier einen Beruf lernen könnte. Und was weiterkommt, zeigt sich dann. Wenn er das Bauern lernen möchte, was er halt auch sehr Freude daran hat, aber eben sofort müsste, wäre das sicher die erste Möglichkeit oder die Möglichkeit, wo er dann muss, eben selber gucken. Nach muss er einfach Verschiedenes lernen, was er selber muss einfach auch mal machen und das nicht gegen das mutig guckt und nicht gegen die Verantwortung übernimmt, sondern dass er einfach langsam da reinkommt und ich hoffe einfach mit der Zeit, ja, dass sich das alles so regelt. Die Sonde wechsle ich alle 3 Monate allein zu sein. Also selber. Das mache ich, dass ich es einfach ausnehme. Und drinnen, es gibt manchmal schon ein bisschen Husten und Pfeifen. Aber es geht schon. Inni tust ja gegen das Schlimmste finden, ja, weil es reizt sehr in die Nase, eben das Inni tust. Und wenn sie dann innen ist eigentlich, hat er noch nie gross gesehen, er möchte ohne sein. Ja, er kennt es eigentlich auch nicht anders, ohne zu sein, ja, die Sonde. Also wir hatten sehr viele Reaktionen auf die Fernsehsendung. Natürlich im Speziellen für ihn. Ein 45-jähriger Mann, der sich gemeldet hat bei uns, der eben die Krankheit schon von klein auf hat. Wo uns eben so ein bisschen gesagt hat, ja, wie er tut. Wo es hat Leute gegeben, wenn wir auch unterwegs waren, haben sie den Bruno umarmt. Und das ist, ja, das ist schon ein bisschen emotional. Und das war ein Plätzchen schön, das zu erleben. Es ist noch heute so, dass man hofft, er wachse die Krankheit aus. Aber das ist wahrscheinlich eine geringe Chance, dass er ganz auswächst. Vielleicht gibt es mal ein Medikament, wo er einfach eine Nacht nicht mehr auf muss und nichts muss nehmen, dass er eigentlich genau gleich durchpfusen kann wie wir auch. Oder dass er
einfach ein Leben hat wie wir. Es ist einfach nicht ganz so, aber wir sind dankbar, dass er so leben kann. Das ist unser Bruno, er ist uns ein zweites Mal geschenkt worden. Das ist schon nicht selbstverständlich. Und es ist jetzt einfach mal so. Es ist eine Aufgabe, aber er gehört zu uns. Und ich sage mir, macht das Beste daraus. Und ab dem nächsten Freitag kommen 3 weitere Familien dazu. Cortesis leben in Schwendibach, Kanton Bern. Sie machen sich auf zum grössten Abenteuer von ihrem Leben. Aus einem alten Haus soll ein schmuckes Hotel entstehen. Die Zeit für einen Umbau ist knapp. In Unterendfelden im Aargau ist die Familie Siegfried Sommer daheim. Der Roman und Barbara sind mit Leib und Seele Tierärzte. Daheim haben sie ein turbulentes Familienleben. Ein ständiger Spagat zwischen Arbeit und Kindern. Das ist die Familie Lüt aus Gross im Kanton Schweiz. Die Eltern sind Primarlehrer und teilen sich eine Klasse. Bald kommt ihr 4. Kind auf die Welt. Heuer wollen sie auf alles auf noch Schlittenfahrten mit ihren Huskies anbieten. Diese Geschichte gibt es nächsten Freitag bei SRF bei der Lüt Familiensache. Sie sahen SRF bei der Lüt mit Aus der Region für die Region, dem Label für regionale Produkte.